Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud. Ich bin Standortleiter hier in der Silvan Church. Es ist unser Anliegen als ganze Kirche, dass du durch diese Message Gott tiefer kannst kennenlernen und ihm kannst begegnen. Herzlich willkommen. So schön, dass wir miteinander den ersten Advent feiern. Und die Adventszeit ist immer eine Zeit, wo Sachen aufkommen in unserem Leben, die wir sonst nicht so kennen. Also das kann positiv sein oder negativ. Zum Beispiel in der Adventszeit ist es so, bei uns daheim, ich fühle mich immer ein bisschen wohler bei uns daheim als sonst im Jahr. Also es ist irgendwie spezieller zum daheim sein. Ich weiss nicht, ob es an der Dekoration liegt oder so, aber sonst, wenn ich daheim bin, das ist Essen und Schlafen und viel mehr nimmt man gar nicht wahr. Aber in der Adventszeit ist so einfach ein spezielles, du bist so gerne daheim. Ich sitze dann so in den Lehnstuhl rein und ich werde ein bisschen ruhiger als sonst. Also einfach spezielle Sachen kommen auf in der Adventszeit, die sonst nicht da sind. Aber es kann auch negativ sein, dass Sachen aufkommen in unserem Leben in der Adventszeit, wo man sonst nicht so zulässt oder spürt. Vielleicht eine Erinnerung an einen Menschen, wo du gerne hast, der nicht da ist in der Adventszeit. Oder wo du merkst, ich habe eigentlich Wünsche ans Leben gehabt und die haben sich nicht erfüllt. Und das kommt eben auch auf in der Adventszeit. Und vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass wir in dieser Zeit sind, wo es so dunkel ist, am Morgen und am Abend. Und dann tun wir all diese Lichtchen aufhängen und es ist so der krasse Gegensatz zwischen wie schön ist das Leben oder eben auch wie dunkel ist das Leben manchmal. Und heute wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, gibt es Hoffnung für unser Leben? Kann es sein, dass eine Veränderung von unserer Situation, von dem, wo wir vielleicht durchgehen, wirklich noch möglich ist in unserem Leben? Dass es nicht muss weitergehen wie bisher, dass grosse Freude in unser Leben reinkommen kann. Und für das wollen wir einen Text lesen aus Jesaja 8, Vers 23 bis Kapitel 9, Vers 6. Du darfst gerne dein Handy führen, deine Bibel aufschlagen, wir werden den Text lesen. Und der Text hat auch ganz viel mit Dunkelheit und mit Licht zu tun. Da heißt, doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Wurden früher auch das Land Zebulon und das Land Naphtali, das ist der Norden von Israel, gedemütigt, so wird später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordans zu Ehren kommen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott oder eben das Wort Gott Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Die Bibel braucht ein ganz starkes Wort für die Dunkelheit, wo die Menschen in dieser Zeit drin waren. Das ist das hebräische Wort Salmavet und es heißt eigentlich Todesfinsternis. Es ist eine Dunkelheit, die so groß ist, dass du das Gefühl hast, dass der Schatten vom Tod anfängt über dich zu kommen. So bedrohlich ist die Zeit gewesen. Menschen sind verzweifelt gewesen. Menschen haben Hunger gehabt. Wieso? Israel hat Gott verlassen. Hat gesagt, Gott, wir brauchen dich nicht. In dem Chaos, wo in der Politik herrscht, lange es, wenn wir politische Allianzen schliessen mit anderen Völkern. Und dann können wir uns verteidigen und dann wird es uns gut gehen. Der grosse Feind in dieser Zeit ist das Volk der Assyrer. Ich lese euch heute Morgen nicht vor, wie sie mit ihren Feinden umgegangen sind, weil vielleicht haben sie noch nicht zu Morgen gegessen. Das war so brutal gewesen. Die Strategie der Assyrer war, wir schüchtern unsere Feinde so stark ein,
mit unserer Brutalität, dass sie aufgehen, ohne zu kämpfen gegen uns. Und so hat das Reich der Assyrer hat Israel überrollt und hat Verzweiflung und Angst und Hunger hinterlassen. So eine dunkle und schlimme Zeit. Und ich finde, gerade Hoffnungslosigkeit ist etwas vom Schwierigsten, vom Erdrückendsten, was wir erleben können. Hoffnungslosigkeit bedeutet nicht nur, dass du vielleicht seit langem krank bist oder seit langem eine Arbeit suchst oder dass du Ungerechtigkeit erlebst oder dass Anforderungen an dich gestellt sind, die du nie erfüllen kannst, wo du keine Chance hast und so ein Druck da ist über dein Leben. Hoffnungslosigkeit bedeutet auch, dass sich die Situation nie wird ändern. Dass du keine Perspektive hast, dass es könnte anders sein. Dass kein Heilung in Sicht ist. Dass kein Job in Sicht ist. Dass du das Gefühl hast, hey, ich vermute, so wird es immer bleiben, wie es jetzt ist. Das ist Hoffnungslosigkeit. Und in dieser Situation sagt Gott, hey, ich habe Hoffnung für dich. Ich habe Hoffnung für das Volk. Gott bringt seine Hilfe hin. Es heißt im Vers 1, das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein grosses Licht. Und dann heißt im Vers 3, denn wie am Tag Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Gott sagt, Israel, hey, erinnere dich daran, was ich schon da habe. Erinnere dich mal, vor 500 Jahren ist auch eine Übermacht gegen dich, das Volk von Midian. Hat dich unterdrückt, hat dich versklavt. Und was habe ich gemacht? Ich habe dich befreit. Gott hat damals den Gideon berufen und nur 300 Männer haben ein riesiges Heer in die Flucht geschlagen. Das ist nicht menschliche Hilfe. Das ist Gottes Hilfe. Weil er stark ist, weil er seinem Volk hilft, weil er in der Hoffnungslosigkeit hineinkommt, in unsere Situationen hinein. Und so macht Gott auch in der Situation, wo jetzt der Jesaja lebt, in der Situation der Assyrer, gibt Gott Hoffnung. Und zwar ist es so gewesen, dass Jerusalem, die Hauptstadt der Juden, ist umzingelt von Assyrern, von einem riesigen Heer. Und wieder ist der König von Assyrien gekommen und hat gesagt, hat sie eingeschüchtert, hat ihnen gesagt, ihr wisst, was wir machen, wenn wir die Stadt erobern, mit jedem einzelnen von euch. Aber ihr habt eine Chance, ihr könnt rauskommen, ihr könnt alle euer Reichtum mitbringen, wir schleppen alles weg, ihr werdet unsere Sklaven, aber mindestens könnt ihr überleben. So hat die Assyrer wieder das Volk der Juden eingeschüchtert und sie haben zu Gott geschrauen. Und was hat Gott gemacht? Er hat einen Engel geschickt ins Lager, ins Heer der Assyrer. Und es ist so viel Tod über das Lager gekommen, dass der König von Assyrien zurückgegangen ist in sein Land. Wir wissen nicht, was es ist. Gewisse Geschichtsschreiber, die nicht Juden sind oder Christen sind, haben gesagt, dass er Pest in das Lager gekommen ist. Und der Assyrerkönig musste fliehen und wieder zurückgehen in sein Land. Und dass das wahr ist, dass Gott so eingegriffen hat, das wissen wir heute sogar. In London hat es eine Tonsäule, die heißt Taylor Prisma, weil sie so eine Form hat von einem Prisma. Und das ist aus dem Palast vom assyrischen König, ist die Säule gerettet worden. Die gibt es immer noch. Und auf dieser Säule hat der assyrische König damals hineingeschrieben, was er alles für Erfolg gehabt hat, was er für ein Siebensieg ist. Er hat sich gerühmt. Keine Stadt kann mir widerstehen. Auf dieser Säule findest du immer noch die Namen von Dutzenden von Städten in Israel, wo der assyrische König erobert hat. Aber weißt du, welchen Namen findest du nicht auf dieser Säule? Stadt Jerusalem. Der Name steht nicht auf dieser Säule drauf. Was drauf steht, ist, dass der assyrische König geschrieben hat, Jerusalem ist wie ein Vogel im Käfig, hat er geschrieben. Jerusalem ist wie ein Vogel im Käfig. Er hat sich schon gefreut. Aber nachher schreibt er, man hat dann das Lösegeld später zu mir in meine Hauptstadt gebracht. Und was er mit dem eigentlich zugibt, ist, ich bin nie nach Jerusalem hineingegangen. Ich kann nie die Stadt erobern. Ich habe nie einen Triumphzug gemacht und alles Gold weggeführt. Es ist nur später ein bisschen Lösegeld noch zu mir gekommen. Wieso? Weil die Bibel wahr ist. Und weil Gott Jerusalem gerettet hat aus der grössten Not, die sie erlebt haben. Weil Gott ein starker Gott ist. Gott kommt in unsere Hoffnungslosigkeit hinein. Aber der Text, den wir gelesen haben, hört dort nicht auf. Es ist nicht nur so, dass Gott so vom Himmel ein paar Mal eingreift oder Hilfe schickt oder ein Volk befreit, sondern unser Text sagt, es kommt ein König.
Es kommt ein König, der Gerechtigkeit wird bringen, und zwar nicht nur für ein paar Jahre, sondern für immer. Vers 5 und 6. Aus seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt starker Gott. Er ist der Held, der kommt. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids. Und in seinem Reich wird endlos sein. Jesaja sieht die Zeit voraus, wo Jesus geboren wird. Als der König. Als der wirklich Gerechtigkeit bringen kann. Und wo Jesus gekommen ist, hat man das gemerkt, dass er die Macht Gottes in seinem Leben inne hat. Jesus ist gekommen und hat kranke Menschen einfach geheilt. Mit einem Wort sind sie gesund gewesen. Jesus hat Menschen, die völlig zerrüttet sind, wieder aufgestellt. Jesus hat 5000 Menschen mit 2 Fisch und 5 Brot können ernähren. Er hat Nahrung vermehrt. Er hat Menschen geholfen, die Hunger hatten. Er hat Wunder getan, hat Menschen geholfen. Jesus hat von sich selber gesagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Es gibt nichts, wo Jesus nicht kann. Bis heute, es gibt nichts, wo Jesus nicht kann. An einer anderen Stelle heisst, wir können uns nicht einmal ausdenken, was Gott alles kann tun, weil er so mächtig ist. Und er braucht die Macht, um uns zu helfen, auch in unserer Zeit. Und ich möchte kurz ein paar Sachen erzählen aus unserer Kirche, was passiert ist in den letzten Jahren, was ich schon erlebt habe oder gehört habe aus unserer Kirche. Da ist die Frau, die im Rollstuhl war. Aber sie hat Jesus vertraut. Jesus, du kannst auch heute noch Wunder tun. Und eines Tages, nach vielen Jahren Gebet, steht sie aus dem Rollstuhl auf und macht ihren ersten Schritt. Und sie hat wieder gelernt laufen und sie ist heute ohne ihren Rollstuhl unterwegs, schon seit vielen Jahren, weil Jesus sie geheilt hat. Da ist die Familie, die ein Kind bekommen hat. Und der Säugling hat nicht reagiert auf irgendwelche Geräusche. Und die Eltern sind zum Arzt und haben gesagt, was ist los? Und der Arzt hat gesagt, ihr Kind ist gehörlos, es wird nicht hören, es wird nie hören. Und die Familie hat gebetet, mit vielen Leuten aus unserer Kirche, mit Kleingruppen, haben sie gebetet für das Kind. Und wo das Kind 3-jährig war, hat es plötzlich angefangen zu hören. Und der junge Mann ist heute 22, kerngesund. Gott hat das Wunder getan. Aber das sind auch andere Sachen. Das ist das Ehepaar, das von einem Geschäftspartner betrogen worden ist, um viel Geld. Und sie sind zerstört gewesen, das sind Freunde gewesen. Aber Gott ist mit seiner Kraft gekommen und das Ehepaar hat sich aufgerappelt und hat gesagt, hey, wir wollen dem Geschäftspartner vergeben. Und wir wollen uns bemühen, mit ihm wieder im Frieden leben. Das sind die Männer und die Frauen, die ihre Eltern pflegen. Teilweise mit Demenz, teilweise krank, über lange Zeit und teilweise so verbittert und hören nur Negatives, hören nur Vorwürfe, hören nur, was sie falsch machen. Aber die Menschen bleiben dran mit der Stärke von Gott in diesen schwierigen Zeiten, weil die Kraft Gottes auch heute noch real ist in unserem Leben. Und zuletzt die Studentin, wo für sie gebetet worden ist und sie ist geheilt worden von Lähmungen, die sie hat und vom Fatigue-Syndrom, das sie über viele Jahre so geknechtet hat. Gott ist stark, Gott ist mächtig, Gott erhört auch heute noch unser Gebet. Er ist da, um sich anrufen zu lassen. Du bist der starke Gott. Das ist mein Name. Du kannst mich mit dem Namen rufen. Und ich möchte antworten und deine Gebete hören. Gott ist immer noch da. Und darum denke ich, es sind viele da, die sagen, hey, vielleicht zum ersten Mal, so einen Gott bräuchte ich. So eine Hilfe bräuchte ich. Ich wünschte mir einen Gott, der meine Gebete hört. Ich wünschte mir einen Gott, der meine Situation verändern kann. Ich wünschte mir einen Gott, der seine Macht braucht, um in meiner Situation zu helfen. Und so haben viele Juden damals auch so gedacht. Haben gesagt, Jesus, super, dass du da bist. Komm, wir machen dich gerade zum König. Und sie haben ihn nach Jerusalem zehren und ihn dort einsetzen, weil sie gesagt haben, Jerusalem, das ist der Ort, wo alle unsere Könige sind. Und jetzt kommst du sollst unser König sein und du kannst dann gerade noch die Römer aus dem Land vertreiben. Mit deiner grossen Macht brauchst du Kraft von Gott, um die Römer zu zerstören und all die Feinde aus Israel rauszuschicken. Und schenke uns ein gutes Leben, by the way.
Und Jesus will nicht. Warum will Jesus nicht? Warum hat Jesus nicht der König sein? Warum hat Jesus seine Macht nicht so einsetzen? Weil Jesus so unerwartet anders ist, als wir es oft denken. Der Vers 23, den wir gelesen haben, dort heisst, er wird zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das ist irgendwie komisch. Die Juden haben gedacht, also wenn jemand kommt, der König ist, dann kommt er nach Jerusalem, nicht in das Kaff raus. Von Galiläa. Dort geht man nicht hin. Dort sind die Menschen, die nicht so Gott nachfolgen. Dort sind nicht die wahren Juden. Die wahren Juden sind in Jerusalem. Dort draussen in Galiläa, das ist Abschaum. Das sind Leute, die Kompromisse machen. Das sind Leute, die andere Götzen haben. Das sind Leute, die andere Religionen haben. Was, zu denen willst du rausgehen? Und Jesus sagt, genau zu diesen Menschen gehe ich. Bei diesen Menschen ist Jesus aufgewachsen. Bei diesen Menschen hat Jesus seine ersten Wunder getan. Der Jesaja betont explizit, er geht zu den Menschen, die Heiden sind, die ihn gar nicht gesucht haben, die ihn gar nicht erwartet haben. Weil Jesus eine andere Mission hat. Er hat nicht die Mission, um seine Gewalt einzusetzen, um andere Menschen wieder unterdrücken oder um andere Menschen bestrafen. Er ist nicht gekommen, zum Richten oder zum Strafen. Er ist gekommen, zum Retten, sagt Jesus. Jesus sagt den Juden, schau, euer grösstes Problem sind doch nicht die Römer oder die hohen Steuern oder die Unterdrückung, die ihr erlebt. Euer grösstes Problem ist in eurem eigenen Herz. Und die Botschaft von Jesus hat sich nicht verändert. Jesus kommt an Weihnachten nicht primär, um unsere äußeren Situationen zu verändern, sondern um unser Herz zu verändern. Wir sind so oft überzeugt, wenn der anders wäre und diese Situation anders wäre, dann würde es uns gut gehen. Weil wir noch nicht gesehen haben, wie unser Herz das grosse Problem ist von unserem Leben, das grosse Problem von dieser Welt ist. Und so sagt Jesus, ihr braucht nicht einen König. Ihr braucht ein Kind in der Krippe. Ihr braucht jemanden, der zu den Verachteten geht, zu den Verstoßenen geht. Einer der Jünger von Jesus, der Nathanael, hat einmal gesagt, was kann denn Gutes aus Nazareth rauskommen? Genau der Ort, wo Jesus herkommt. Und er merkt später, Jesus ist so unerwartet anders. Was wir brauchen, ist jemand, der das Problem von unserem Herz lesen kann. Jesus sagt in Matthäus 15, aus dem Herz raus, aus unseren Herzen raus, kommen alle bösen Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lügen und Verleumdung. Es kommt aus unseren Herzen, nicht aus allen anderen oder aus der Umgebung oder aus deiner Erziehung oder von der Politik, aus unseren Herzen raus. Wir Christen können ein Lied von dem singen. In den letzten 2000 Jahren, überall dort, wo Christen über längere Zeit an der Macht sind und regiert haben und Autorität hatten, haben sie so oft auch ihre Autorität missbraucht und Gewalt unter die Menschen gebracht. Missbrauch unter die Menschen gebracht. Wir kennen das. Wieso ist das so? Weil unsere Herzen böse sind, sagt Jesus. Weil wir eine Herztransplantation brauchen. Und darum sind andere Christen aufgestanden im Verlauf der Zeit. In den letzten 500 Jahren sind Christen aufgestanden und haben gesagt, wir dürfen niemandem, der regiert, auch wenn er sagt, er ist Christ, zu viel Macht geben. Und darum sind wir heute so froh, dass es Gewaltenteilung gibt. Der das Militär an seiner Seite hat, der viel Macht hat, sollte nicht gleichzeitig Gesetz machen, sollte nicht gleichzeitig Richter sein. Ja, nicht einem Mensch, auch einem guten Mensch, zu viel Macht geben, weil unser Herz ist böse. Wir können so schnell Sachen verdrehen zu unseren Gunsten. Und darum haben wir heute in vielen Ländern zum guten Glück eine Gewaltenteilung. Darum glauben wir als Vier-Augen-Prinzip, dass nicht nur ich das Geld zähle, sondern auch jemand anderes. Dass ich nicht in eine Versuchung komme, weil unsere Herzen sind böse. Und ganz ehrlich, ich könnte dir so viele Beispiele aus meinem eigenen Leben erzählen, wie mein Herz mich betrügen und hinterhältig ist, zu sagen, Mama, das geht schon, das darfst du, das ist eine Ausnahmesituation. Ich kenne es aus Gewohnheiten, die ich habe in meinem Leben. Ich kenne es aus Süchten, die ich durchgegangen bin in meinem Leben. Und du darfst mich gerne nachher persönlich fragen. Aber ich kenne mein eigenes Herz. Kennst du dein eigenes Herz? Ich mache dir nur ein Beispiel. Nimm dir mal für eine Woche vor. Eine Woche.
kein böses Wort über einen anderen Menschen zu sagen. Und schau, wie lange du es durchhaltest. Und ich sage bewusst nicht ein bisschen weniger als vorher, sondern keins. Das ist der Standard von Gott. Und wenn wir sagen, hey, ich möchte mich ein bisschen bessern, dann kommt unser Herz gerade und hängt ein. Das ist die Strategie von unserem Herzen und sagt, super, lass ihn nur mal ein bisschen Fortschritt machen. Lass ihn das Gefühl haben, er schafft es 1 oder 2 Wochen, ein bisschen weniger böse über andere Menschen herzuziehen. In einem Monat ist die Luft draussen und dann ist er wieder der Alte wie vorher. Und weißt du, was dann reinkommt? Entmutigung. Ich habe es wieder nicht geschafft. Ich packe das nicht. Ich lasse das lieber sein. Ich bleibe wie alle anderen auch. Unser Herz ist so hinterhältig in diesen Sachen. Es weiss genau, wie wir ticken. Und dann tun wir uns wieder mit Worten, wo wir uns über andere Menschen, wir sagen teilweise böse Sachen nur, um uns ein bisschen besser zu fühlen. Aber die Sünde in unserem Herz, die fängt uns an zu distanzieren von Menschen. Wir vertrauen nicht mehr, dass es Menschen wirklich gut meinen. Wir können bis zur Einsamkeit hin. Weil die Sünde schafft in unserem Leben ganz, ganz langsam, ganz, ganz fein, ohne dass du es merkst. Und wenn du das Gefühl hast, wenn dir jemand sagt, du bist ein böser Mensch, sagt dir, die sagt, nein, so schlimm ist es nicht. Du hast Gründe, wieso dass du damals so gehandelt hast. Das kennen wir alle. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Problem von unseren Herzen zu lösen. Und Jesaja sieht so klar voraus, für was Jesus wirklich Mensch geworden ist. Er sagt im Jesaja 53, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Jesus ist schlussendlich darum Kind geworden und Mensch geworden, dass er sein Leben geben kann, dass er die Schuld von dir und mir auf sich laden kann. Der Zorn, den wir verdienen für unsere Schuld, für unsere Sünde, der trägt Jesus am Kreuz, der erträgt Jesus am Kreuz, damit du kannst freigesprochen werden von Gott, von deiner Sünde, dass Gott dein Herz dir vergeben und dein Herz frei machen von Sünde. Dass du nicht mehr getrennt bist von Gott, sondern wirklich mit ihm und näher bei ihm kannst leben. Für das ist Jesus gekommen. Denn ein Kind ist uns geboren und sein Name heißt starker Gott. Wir brauchen das so sehr, dass Jesus gleichzeitig Gott ist und Mensch. Wir brauchen einen starken Gott, der die Welt einmal wirklich erneuern tut. Eines Tages wird Jesus zurückkommen auf die Welt und er wird Gerechtigkeit bringen für jeden Mensch. Und alle Tränen werden abgewischt. Und es wird keine Ungerechtigkeit und keine Not mehr geben, kein Leid, weil Jesus so stark ist, dass er das kann. Aber wir brauchen auch Jesus als Mensch, der kommt in unser Leben und sagt, ich weiß, wie es dir geht, weil ich es selber erlebt. Das ist für mich so eine Hilfe geworden, wenn ich mich immer wieder mal frage, Gott, wieso lässt du so viel Leid zu auf dieser Welt? Ist das wirklich nötig, dass wir so viel leiden? Es ist mir so eine Hilfe zum Wissen, Jesus ist selber gekommen. Er weiß, durch das wir durchgehen. Niemand kann behaupten, Gott ist uninteressiert an dem, wie es uns geht. Niemand kann behaupten, dass Gott uns nicht liebt. Weil Gott ist selber in Jesus auf die Erde gekommen. Er hat Einsamkeit erlebt. Er hat Frustration erlebt. Er hat unendliche Schmerzen erlebt. Er weiß, wie das ist. Dorothy Sayers, das ist eine Krimi-Autorin aus England vom letzten Jahrhundert. Sie sagt, aus welchem Grund auch immer Gott uns in Leid und Tod stürzen ließ, er hatte dennoch die Ehrlichkeit und den Mut, seine eigene Medizin zu schlucken. Jesus ist gekommen und erlebt das, was wir erleben. Er fühlt mit. Er weiß, wie es dir geht. Und er geht einen Weg an das Kreuz an, freiwillig, um unsere Schuld, das, was uns trennt, das, was wir Böses da haben, gegen Menschen und gegen Gott, um das auf sich zu nehmen, damit wir Vergebung haben, dass wir für immer mit Gott zusammen sein können. Und dass du weißt, wenn du vielleicht in dieser Adventszeit durch eine ganz dunkle Zeit durchgehst, Gott ist nicht weit weg von dir, sondern Gott ist bei dir.
Nichts trennt ihn von dir. Er ist mit dir in dieser Zeit. Er wird dir die Kraft geben, was es braucht, um durch die Zeit durchzugehen. Weil er ist nicht mehr dein Feind, er ist nicht mehr dein Gegner. Er straft dich nicht mit dem, was du erlebst, sondern er ist mit dir und geht durch die dunkle Zeit durch. Warum? Weil du darfst versöhnt sein mit Gott. Jesus Mensch geworden ist und für dich gestorben ist. Was bedeutet die Botschaft für unser Leben und für die Weihnachtszeit? Es bedeutet das erste Mal, dass du heute Morgen Jesus darfst bitten um seine Kraft und seine Macht. In den Herausforderungen von deinem Leben. Du darfst ihm heute sagen, Jesus, du hast gesagt, du bist der starke Gott. Ich brauche dich als der starke Gott. Du darfst seinen Namen anrufen. Du darfst ihm das vorhalten. Du darfst sagen, Jesus, du hast versprochen, dass du stark bist in meiner Situation. Jetzt komm und halt dein Wort. Mach dein Versprechen wahr. Das darfst du heute Morgen, wenn du Jesus kennst. Was du auch hast, was auch dazu gehört zu dieser Botschaft, ist, Jesus ist stark genug, um die alten Gewohnheiten in deinem Leben zu brechen. Die Bibel sagt, dass er die Macht von der Sünde zerbrochen hat im Leben von den Menschen, die zu Jesus gehören. Und das bedeutet, dass die Sachen, die destruktiv sind in deinem Leben, die Muster, die dich kaputt machen, in denen musst du nicht mehr länger leben. In denen musst du nicht mehr länger laufen. Du kannst heute sagen, wenn Jesus mit mir ist, geht es auch anders. Ich kann einen Neuanfang machen. Ich kann anders leben, weil die Kraft von Jesus in meinem Leben innen ist. Es bedeutet auch, dass wenn die Vergangenheit in deinem Leben aufkommt, vielleicht gerade in dieser Adventszeit, wenn Schuldgefühle aufkommen für Sachen, die du gemacht hast, für eine Beziehung, die kaputt gegangen sind, für Sachen, die du verbrochen hast, wenn die Schuldgefühle aufkommen und du angeklagt wirst von deinem Herz, du bist so ein schlechter Mensch, du bist so eine Enttäuschung, du musst nicht meinen, dass Jesus wegen dir gekommen ist, dass du kannst sagen, Jesus hat all meine Sünden vergeben. Er hat sie getragen am Kreuz. Ich habe Frieden mit Gott. Und das Letzte, das bedeutet, wenn Jesus wirklich Gott ist und Mensch zugleich, dass du ihn nicht einfach nur inspirierend kannst finden. Dass du nicht einfach nur kannst sagen, Jesus ist ein gutes Vorbild für uns. Das hat niemand damals gedacht, wo Jesus auf der Erde war. Niemand hat einfach gesagt, er inspiriert mich. Oder er ist noch ein guter Mensch. Entweder hat man Jesus gehasst, weil er von sich gesagt hat, dass er Gott ist. Oder man hat vor ihm Angst gehabt. Er hat gesagt, was ist das für ein Verrückter? Rennt weg von dem, der spinnt. Oder man ist auf die Knie gegangen. Er hat gesagt, Jesus, wie der Petrus gesagt hat, geh weg von mir. Du bist so anders als mir. Ich bin voller Sünde, du willst mit mir gar nichts zu tun haben. Aber wenn du etwas mit mir zu tun haben, dann gehe ich auf meine Knie und ich bete dich an. Ich möchte mein ganzes Leben dir geben, Jesus. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Ich möchte von jetzt an mein Leben für dich leben. Ich möchte jeden Morgen aufstehen und die Freude geniessen, dass du meine Sünden vergeben hast, die Liebe von dir annehmen und mein Herz heilen zu lassen. Dankbar sein für das, was du gemacht hast und für das, was du alles noch wirst tun. Ich möchte dich fragen, wo stehst du? Wie stehst du zu Jesus? Triggert dich Jesus? Weil er sagt, dass er von Gott gekommen ist und Gott ist, um dich zu retten. Weil er dir zeigt, wie es in deinem Herz wirklich aussieht. Oder bist du auf der Flucht von ihm? Rennst von ihm weg? Oder ist es so wie heute Morgen, dass du kannst sagen, hey, ich verstehe jetzt, was Weihnachten bedeutet. Jesus, der starke Gott, das Universum in seiner Hand hat, ist wirklich Mensch geworden, wie du und ich. Weil er mich so fest liebt. Er ist gekommen, um mein Herz zu heilen, meine Sünden zu vergeben und mich zurückrufen in die Beziehung mit Gott. Ich wünsche mir so fest, dass du den starken Gott kannst erleben kannst. Aber du wirst ihn nur dort finden, wo du auch die Schwäche von Jesus an dich heranlässt, wie er ein Mensch geworden ist, gekreuzigt worden ist, für deine und für meine Sünde.
möchtest du ihn nicht einladen an dieser Weihnacht in dein Leben. Einladen, der König zu sein. Einladen, der Retter zu sein. Einladen, der Gott sein, der dich so versteht. Einladen, der Gott sein, der dich durchträgt. Denn ein Kind ist uns geboren. Sein Name heißt starker Gott. Dass du mit uns zusammen an dem Morgen Jesus kannst anbeten als Antwort für alle unsere Fragen. Dass du Jesus an dem Tag kannst anbeten dafür, dass er kommen wird und die Welt wird neu machen. Und alles Unrecht und alles Böse und alle Not wird von dieser Welt wegnehmen. Aber dass du Jesus auch kannst anbeten mit uns. Für das, dass er gekommen ist, um deine Sünden zu vergeben. Dich ins Reine bringen mit Gott. Dass wenn Jesus wirklich zurückkommt auf die Erde und das Böse wegnimmt, dass er uns nicht wegnehmen muss, sondern dass wir mit ihm leben dürfen. Denn ein Kind ist uns geboren. Und sein Name heißt starker Gott. Jesus, wir danken dir für die Hoffnung, die von dir kommt in unser Leben. In unsere Dunkelheit hinein. Und in diesem Moment gehst du durch die Reihen und wir haben dich alle lang in unserem Leben nicht gekannt, aber der Moment, wo du unsere Herzen klopfst, den können wir nicht verwechseln mit etwas anderem. Weil es so klar ist, dass du uns suchst und dass du anklopfst. Du sagst, ich bin gekommen, um der starke Gott zu sein. Für dein Leben, für deine Nöte, für deine Hoffnungslosigkeit. Aber ich klopfe auch an, um dein Herz zu verändern. Ich klopfe an, um dir deine Sünden zu vergeben. Ich klopfe an, um dich zurückzubringen in die Beziehung zum lebendigen Gott. Danke, dass du das jetzt gerade tust in diesem Moment. Dass Menschen wieder Hoffnung fassen dürfen. Menschen, die sich selber verurteilen, Menschen, die so entmutigend sind, Menschen, die sagen, hey, ich habe eigentlich abgeschlossen mit Veränderung in meinem Leben. Ich habe keine Hoffnung. Jesus ist heute da für dich. Er klopft an deinem Herz. Gib ihm eine Antwort. Vertrau ihm. Sag ihm ja. Sag ihm in deinem Herz, sag ihm mit dem Wort auf deinen Lippen, ich lade dich ein. Bitte, Jesus, komm. Bist du Herr und König von meinem Leben. Danke, dass du da bist und dass wir dich anbeten dürfen. Du bist die Hoffnung der Welt. Herr, was du bringst, ist herrlich und neu und gerecht und gut. Wir preisen dich. Danke vielmals, bist du heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dir geholfen hat, Gott tiefer kennenzulernen und mit ihm vorwärts zu kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach über unsere Homepage www.silbern.church. Wenn die Botschaften für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Es hilft uns, weiter das zu machen, was wir tun. Du kannst das ganz einfach über den einblendeten Twint-Code machen. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du auf unserer Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, und so wünschen wir dir Gottes Segen und seine Power. Bis gleich.